man sagt in heutiger Zeit, äh, warum war die Mutter Gottes gerade in Hede? In Hede. Hede ist etwas Besonderes, ist es schon immer gewesen. Es liegt ganz nah an der Ems. Und wenn man die Geschichte weiterverfolgt, so hatte die Maria auch einen besonderen Grund. Was passiert mit unserem Emsland? Was passiert mit unserem Hümmling, Kreis Aschendorf und Hümmling, so hieß es früher. Ja? Es kam ja diese große Hitlerregierung auf uns zu und mir ist es von daher auch noch immer in Erinnerung, dass wir sehr viel Angst hatten, was kommt. Und auf einmal war nun diese Sache in Hede. Wir befinden uns hier auf dem Parkplatz der Gebetsstätte Hede und die Mutter Gottes ist ja hier erschienen während der Nazizeit und in den ersten Tagen, da war der Besucherstrom so groß, dass die Nazis den Friedhof abgesperrt haben und die Kinder nicht mehr zu der eigentlichen Erscheinungsstelle gehen konnten. Und da ist die Mutter Gottes den Kindern näher gekommen, später in den Jahren bis 1940. Und dann hat sie sich an verschiedenen Stellen gezeigt. Und eine der Seherinnen hat dann gesagt, dass hier eine Erscheinungsstelle gewesen sei. Und die Kirchengemeinde Hede hat deswegen hier einen Findling vom Hümmling hierher gebracht und hat das Emblem der Gebetsstätte hier auch drauf gemacht. Die Erscheinungen der Mutter Gottes haben begonnen am 1. November 1937. Und zwar während die Heder Bevölkerung und damit auch die Kinder in der alten Kirche St. Petrus in Ketten den Allerseelenablass beteten. Das ging damals so: 6 Vaterunser, 6 gegrüßet seist du Maria und Ehre sei dem Vater. Und dann ging man aus der Kirche heraus und dann wieder herein, um bei einem neuen Kirchenbesuch dasselbe wieder zu beten. Das taten die Kinder hier in Hede auch. Die meinten natürlich, jedes Mal, wenn wir in der Kirche waren und diese Ablassgebete gebetet haben, dann wird eine Seele aus dem Fegfeuer befreit. Wie viel hast du schon? Fragten sie sich vor der Kirche. Und ja, während nun die Kinder herausgingen, dann guckten sie so ein bisschen um und dann sahen sie in 30 Meter Entfernung auf dem Friedhof eine Erscheinung. Sie dachten ihr sofort, das ist die Mutter Gottes, denn die hatte das Jesuskind auf dem Arm. Und Grete Gansefort hatte diese Erscheinung zunächst und sagte es ihrer Schwester: Ich glaube, da steht die Mutter Gottes. Die hat gesagt: Du bist wohl verrückt, du spinnst wohl, wir sind doch hier nicht in Lourdes. Aber nach einiger Zeit sah die Schwester das ebenfalls. Am 1. November, am Allerheiligentag, betet man den Totius Quotius Ablass. Und es waren Menschen in der Kirche, die den beteten. Und ein junges Mädchen hat während einer Pause nach dem Gebet vor der Kirchentür gestanden und hat dort die Mutter Gottes stehen sehen zwischen 2 Lebensbäumen auf dem Friedhof. Das Mädchen Grete Gansefort war ganz aufgeregt und wusste nicht, ob sie es glauben sollte. Und dann ist sie wieder in die Kirche hineingegangen, um den nächsten Ablass zu beten. Sie fand aber keine Ruhe und ging dann wieder nach draußen und die Mutter Gottes stand dort immer noch. Es kamen noch 3 andere Mädchen dazu aus dem Dorf Hede, unter anderem auch ihre leibliche Schwester Maria. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass es nicht nur ein Kind gesehen hat, wie sie gesagt hat, sondern 4 Kinder. Denn wenn es nur ein Kind gewesen wäre, hätten mit Sicherheit viele Leute gesagt, die spinnt ja, die ist nicht mehr ganz klar im Kopf. Das können wir auf keinen Fall glauben und akzeptieren. Aber wenn 4 Kinder, 4 gesunde Kinder, die normalerweise hier zur Schule gehen und hier im öffentlichen Leben stehen und mit ihren Füßen auf der Erde,
dann sollte man eigentlich sagen, das, was die Kinder gesagt haben, das stimmt. Große Aufregung bei den Eltern. Sie gingen zu den anderen Eltern hin, besprachen sich und dann, wie das damals immer so üblich war, zum Pastor, der ist zuständig dafür. Der Pastor hat sich nicht geäußert, ob er das glaubte. Mitgegangen ist er noch nicht zum Friedhof, aber am nächsten Tag ging er mit und da hatten sich schon einige Leute eingefunden. Warum hatten unsere Eltern so viel Angst, uns etwas zu erzählen? Wir könnten damit ja auf den Schulhof gehen. Und hätten wir da solche religiösen Sachen auf dem Schulhof erzählt, wären wir ja sofort aus unserer Klasse abgeholt worden. Ja, als die Erscheinungen in Hede waren, passte das der Nazi-Regierung nicht. Und die Kinder wurden auch verhört und wurden dann nach einigen Tagen verhaftet und nach Göttingen in die Irrenanstalt gebracht. Das war alles Stille. Wir merkten gar nicht viel. Nicht immer wieder, auch die Seherkinder sind ja später abgeholt worden. Sie wurden ja verhört und eine Angst hatten wir. Und man hat sie versucht, durcheinander zu bringen, aber man hat es nicht geschafft. Und natürlich hat man versucht auch zu fragen, ob sie davon auch Abstand nehmen. Und obwohl sie immer wieder bedrängt wurden und wirklich viel Leid ertragen mussten, waren alle 4 Kinder vollkommen klar, wir haben die Mutter Gottes gesehen, und zwar so, wie wir sie beschrieben haben. Und unser damaliger Bischof, Dr. Wilhelm Berning, hat sich um sie bemüht und auch versucht, sie frei zu bekommen. Aber es waren damals ja alles arme Kinder und man hat sie wohl versorgt in der Irrenanstalt. Und Grete sagte einmal, es ist gut, dass wir da gewesen sind. Meine Tante hat mir gesagt, dass die Kinder untereinander in Göttingen keinen Kontakt haben durften, also keine Kommunikation pflegen durften, das war verboten. Denn die Nazis wollten vor allen Dingen versuchen, die Kinder zu unterschiedlichen Äußerungen zu bringen, dass die Erscheinungen unecht sind. Es war eine andere Zeit. Ja, was war? Wenn ich meine Familie nehme, sie waren alle im Krieg. Hermann, Severin, Willi und dann zum Schluss noch mein Vater. Ich kann das bis heute noch gar nicht verstehen. Wie hat meine Mutter das ausgehalten? Weil es kurz vor Beginn des Krieges war und die Nazis und die SS an der Regierung waren, hat man die Pilger, die nach Hede kamen, mit Gewehrkolben vertrieben und geschlagen. Man hat die Straßen abgesperrt, damit die Leute da nicht hinkommen sollten. Und doch fanden die immer wieder Schlupflöcher, auch über die Ems zu kommen, die ja durch Hede fließt, um an die Erscheinungsstelle zu kommen. Die Mutter Gottes ist 3 Jahre erschienen, aber nicht jeden Abend. Trotzdem gingen die Kinder jeden Abend zur Erscheinungsstelle, durften den Friedhof nicht mehr betreten, wohl in die Kirche gehen, aber nicht mehr den Friedhof betreten. Und so ist die Mutter Gottes an 6 verschiedenen Stellen erschienen. Die Mutter Gottes ist insgesamt nach Aussagen der Kinder insgesamt 105 Mal erschienen. Nicht immer allen 4 Kindern auf einmal. Und dann irgendwann hat sie mal gesagt, dass sie als Königin des Weltalls und der armen Seelen verehrt werden möchte. Zwischen diesen beiden Lebensbäumen hat die Mutter Gottes sich gezeigt. Sie hat nicht sehr viel gesprochen, aber bei einer Erscheinung hat die Maria Gansefort gesagt, Mutter, als was möchtest du verehrt werden? Wir wissen von Fatima, Königin des Heiligen Rosenkranzes, aber in Hede hat sie sich 2 Namen gegeben, und zwar Königin des Weltalls und Königin der armen Seelen. Königin des Weltalls ist ein so mächtiger, großer Titel, wenn man abends im Dunkeln
die Sternenwelt betrachtet und den Mond sieht, das ist nur ein kleiner Ausschnitt vom ganzen Weltall. Und früher hat man da gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß, Grete war zwar etwas älter als ich, aber man wusste damals gar nicht, was das Weltall war. Und durch die Raumfahrt kamen wir dem ja näher und erfuhren mehr davon. Und jetzt wissen wir, wie groß der Himmel wohl sein muss und wie groß das Weltall ist. Und dieser mächtige Titel, der muss uns sehr erfreuen, wenn wir hören, Königin des Weltalls. Und der zweite Titel lautete Königin der armen Seelen. Die Mutter Gottes ist auf dem Friedhof erschienen, also arme Seelen im Fegefeuer. Aber nicht nur die sind die armen Seelen, sondern auch wir, die wir hier noch auf der Erde leben. Wir müssen unseren Alltag und unseren Weg so gehen, dass wir auch einmal in den Himmel kommen. Und so lange sind wir arme Seelen. Wir dürfen aber ganz groß darauf vertrauen, dass wir einmal in den Himmel kommen. Und wir müssen viel, viel beten für die armen Seelen im Fegefeuer. Und Grete Gansefort legte großen Wert darauf, dass wir heilige Messen für die Verstorbenen bestellen, selbst wenn die Seele die Gnaden der heiligen Messe nicht mehr gebrauchen, können die Menschen die weitergeben für die, die noch im Fegefeuer sind. Damals hat man gleich eine Statue angefertigt und auf den Friedhof gestellt. Dann hat man eine Grotte davon gemacht und es kommen viele Menschen dorthin, die auch Blumen bringen, die die Mutter Gottes schmücken. Und die Mutter Gottes ist 1 Meter über der Erde erschienen. Und auf dem Sockel, wo sie steht, da ist eingraviert, Königin des Weltalls, Königin der armen Seelen. Und an der Seite steht, an dieser Stelle ist die Mutter Gottes vom 1. November 1937 bis zum 3. November 1940 erschienen. Das sind 3 Jahre. Der 1. November war ein Tag vor Allerseelen und der letzte Erscheinungstag war der 3. November, ein Tag nach Allerseelen. Die Anrufung Königin des Weltalls und Königin der armen Seelen war ihr ein besonderes Anliegen und sollte mit in die lauretanische Litanei aufgenommen werden. Gerade in unserer heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir auch hier einen Ort haben, in dem wir stellvertretend für andere Menschen Buße tun können und ähnlich wie Maria im Gebet hier den Rosenkranz beten können. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana geoffenbart hat. Warum Königin der armen Seelen? Nun, zunächst sagt die Mutter Gottes, sie möchte hier verehrt werden, vor allem auch in der lauretanischen Litanei, als Königin des Weltalls. Also ist sie auch erschienen. Jesus auf ihrer Linken hält das Weltall symbolisiert durch eine Kugel mit einem Kreuz da drauf in seiner rechten Hand. Die rechte Hand ist immer die Seite der Gnade. Jesus hält die Welt in seiner Hand. Das war die Nazizeit. Er ist der Herr der Welt und niemand anders. Und Maria unterstützt ihn darin, indem sie ihre Hand da drauf legt, wie eine Mutter ihre Hand über ihre Kinder hält. Und zwischen ihren Händen kam dann das Kreuz, das die Welt erlöst hat, zum Vorschein.
weil sie Königin des Weltalls ist, Himmel und Erde, aller Menschen, auch der Lebenden und der Verstorbenen, Königin der Heiligen und Königin derer, die noch im Läuterungszustand des Fegfeuers sind. Darum ist sie auch Königin der armen Seelen. Aber ich habe Grete Gansefort mal gefragt, wer ist mit armen Seelen mit diesem Ausdruck gemeint? Nun, der Kommentar ist nicht von der Mutter Gottes gekommen bei der Erscheinung, sondern der Kommentar, den müssen wir selbst deuten. Sie sagte, da sind nicht nur die Verstorbenen mit gemeint, sondern diejenigen auf Erden, die, sagen wir es mal mit Fatima, die des Erbarmens Gottes besonders bedürfen. Praktisch sind wir das alle. Ja, wir befinden uns hier im Marienpark der Kirchengemeinde Hede. Und dieser Marienpark soll vor allen Dingen den Menschen dazu dienen, erstmal zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu kommen und letztlich auch auf dem Weg näher zu Gott zu kommen. Und um den Marienpark, um deutlich zu machen, dass es ein Marienpark ist, hat der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde St. Petrus in Kettenhede entschieden, dass eine Mutter Gottes, die Königin der armen Seelen, hier auch im Marienpark aufgestellt werden soll. Das ist in diesem Jahr im Mai-Monat passiert. Ja, wir stehen hier im Bereich des neuen Friedhofs und ich habe ja vorhin erzählt, dass 4 Kindern, 4 Mädchen, die Mutter Gottes nach ihren Aussagen erschienen ist. 2 von denen leben noch und 2 sind bereits verstorben. Und eine, Susanne Bruns, liegt hier auf diesem Friedhof hier vorne. Und eine Seherin, das ist meine Tante, das ist Grete Gansefort, die liegt in der Nähe des Kreuzes. Wir stehen hier am Grab der Seherin meiner Tante Grete Gansefort. Sie ist geboren am 12. Januar 1926 und ist 2 Wochen nach ihrem 70. Geburtstag am 27. Januar 1996 gestorben. Sie war stigmatisiert, 50 Jahre bettlägerig. Und ich selbst konnte an jedem Karfreitag von 1982 bis 1995 für einige Minuten kurz dabei sein und das sehen, was sie sozusagen ertragen durfte und beim Leiden Jesu mithelfen konnte. Gewinne dein die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Und führe deine Dienerin Grete Gansefort, deren Leib wir hier bestanden, zur Auferstehung und zum Leben. Uns aber stärke im Glauben an das unfassbare Geheimnis des Lebens in Jesus Christus, unserem Herrn. Menschen kommen hierher zu diesem Grab
und beten und bitten sie auch darum, dass sie bei der Mutter Gottes und bei Gott letztlich Fürsprache dafür einlegt, dass ihre Bitten der Pilger, dass die Bitten der Pilger erhört werden möchten. Und sie stellen dann als Dank oder als Bitte auch hier eine Kerze hin und bringen auch Blumen. Ja, und wie Sie sehen, ist die Königin des Weltalls hier auch auf dem Grabstein verewigt. Und das war auch ihr Wunsch vor ihrem Tod. Bei den Pilgermessen am Herz-Maria-Sühne-Samstag kommen viele Priester dorthin, die Beichte hören. Es wird dort sehr, sehr viel gebeichtet und gebetet. Es sind viele Gebetserhörungen schon geschehen, was vielleicht mal, wenn die Zeit da ist, veröffentlicht wird. Ja, die Leute sagen mir das wohl. Vor einiger Zeit, was mir gerade so einfiel, einer, der bei RTL beschäftigt war, ein unverheirateter junger Mann. Er hatte Krebs und er kam mit seiner Mutter hin und wieder hierhin nach Hede. Und das letzte Mal, da konnte er kaum vom Auto bis zur Gebetsstätte auf dem Friedhof kommen. Ganz schwer, und er hatte große Schmerzen im Rücken. Und während er betete, sagte er, da war es mir, als wenn einer ganz vorsichtig so über meinen Rücken hinweg strich. Und sonderbar, die Schmerzen gingen weg. Er schaute zur Statue auf und da war es ihm, als wenn das Bild der Mutter Gottes ihn anlächelte. Und das haben sie einer Nachbarin erzählt und die brachte deswegen mehrmals zum Andenken daran an einen Strauß von weißen Lilien, der stand dann sehr oft da an dieser Erscheinungsstelle. Dieser Herr, er ist aber mittlerweile heimgegangen, aber das war der Blick auf ein Bild der Mutter Gottes, das war ihm immer Trost und Hilfe, sodass er alles, was Gott über ihn verfügte, willig und freudig angenommen hat. In seinem Leben war das wirklich ein Einbruch. Und das zählt bei mir mehr, was ich so erlebe, wenn die Leute sich bekehren, meistens im Bußsakrament, und wenn sie von Herzen Gott suchen und wenn sie auf diese Weise Gnade erleben. Wenn sie mir so äußere Heilungen erzählen, dann sage ich, schreiben Sie das doch mal auf und dann schicken Sie es mir. Und diese Schreiben, die bewahrt man im Archiv der Gemeinde oder jetzt im Moment auch bei mir dann auf. Und wenn sie gebraucht werden, dann hole ich sie hervor. Meine Tante war damals in Dörben im Krankenhaus. Da war noch ein Krankenhaus gleich an der Ems.
wo jetzt ein Campingplatz ist. Und sie war eine sehr religiöse Frau. Sie war eigentlich im Dorf bekannt, indem dass sie immer nur betet. Ja, es war ja zu damaliger Zeit, das Papier kann man ja sehen, dass es schon von Altertum ist, ja. Und es muss zu damaliger Zeit wohl ein Geistlicher immer zu den Ordensdamen im Krankenhaus gekommen sein und hat dann erzählt bei den Ordensdamen, was in Hede los ist. Bekleidet ist die Mutter Gottes mit einem weißen Gewande, das um die Hüfte mit einer weißen Kordel 1 Zentimeter stark umgürtet ist. Auf dem Kopf trägt sie oben durch die Krone verdeckt einen undurchsichtigen Schleier. Meine Tante ist von der Sozialstation St. Barbara gepflegt worden und vor allen Dingen am Anfang von Schwester Damianis, die zur Thüner Kongregation gehört. Und dann hat meine Tante auch manchmal den Wunsch geäußert, auch mal zur Erscheinungsstelle zu gehen und an der Eucharistie am Werktag teilzunehmen. Und da sie ja nicht gehen konnte, hat die Sozialstation einen Krankenwagen besorgt, den sieht man hier. Und dann ist Schwester Damianis oder eine andere Nonne mit ihr zur Kirche gefahren, damit sie dann an der Eucharistie teilnehmen konnte. Weil sie ja nicht laufen konnte, wurde sie in die Kirche gefahren mit einem Rollstuhl, mit einem Wagen vom Roten Kreuz. In einem Rollstuhl konnte sie gar nicht sitzen. Und eine Schwester, eine Ordensschwester, hat sie viele, viele Jahre gepflegt. Dieses Zimmer, so wie man das hier sieht, ist in dem Zustand erhalten geblieben ist, wie sie damals wie sie gelebt hat. Und Schwester Damianis, die sie auch wirklich betreut hat, von der Sozialstation, die hat hier alle Dinge archiviert und alles aufgeschrieben und notiert, dass nichts wegkommt und alles so bleibt in dem Zustand, wie es damals gewesen ist. Wir sehen hier ihr Bett und sie hat den Menschen hier im Haus geholfen, wo sie nur konnte. Die Leute, die zu ihr kamen, hatten kurzen Einlass und kurze Gespräche, aber sie hatte auch oft eine Betstunde bei sich im Zimmer, wo sie dann mit den Leuten Kontakt hatte. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Und da habe ich Grete Gansefort dann auch einmal kennengelernt, indem ich sie mal mit meinen Pfadfindern besucht hatte. Ich hatte hier ein Pfadfinder-Zeltlager bei Hede gehabt und dabei habe ich Grete Gansefort als bodenständige Frau kennengelernt, die überhaupt nicht überbelichtet war in religiösen Dingen. Sie konnte ja nicht direkt arbeiten, aber was sie machen konnte, war, meine Mutter, die war ja die Geschäftsfrau, und mein Vater ist ja Bäcker hier, der konnte uns beim Lernen und bei den Hausaufgaben nicht helfen, dafür hatten sie keine Zeit. Und meine Tante war dann aber geistig voll drauf. Sie wollte, wie sie mal selbst gesagt hat, ihr Wunsch war ja mal Lehrerin zu werden. Und dann hat sie geschellt und dann musste Otto hierher kommen. Und hier ist ihr Waschtisch und ich musste mich dann davor hinsetzen. Und da hat sie mir die Latein- und Englisch-Vokabeln abgehört. Ja, für mich als Arzt war aufgrund dieser äußerlichen Erscheinung und ihres Verhaltens sichtbar, dass sie starke Schmerzen hatte. Aus den Schilderungen von den Ordensschwestern wusste ich, dass sie in diesen Tagen Todesangst ausstand und nicht wusste, ob sie das überlebt. Grete hat viele Jahre total im Verborgenen gelebt. Und es wusste niemand außer
ihrem Priester oder die Schwestern, die sie betreuten, was mit ihr war und was sich in ihrem Zimmer abspielte. Und als Pfarrer Brinkmann dort Pfarrer wurde, hat er dann im ersten Jahr erlaubt, am Karfreitag, dass einige Leute bei ihrem Zimmer sein durften, um das mit anzuschauen. Das waren die engsten Verwandten, ihre Schwester und Schwager und Nichten und Neffen. Und ein Jahr später kamen dann Priester und Ordensleute hinzu. Und dann wurden auch Normalsterbliche hineingelassen. Und wir hatten das große Glück und die Gnade, mein Mann und ich, dass wir viele Jahre am Karfreitag dabei sein durften, um zu sehen, wie Jesus gelitten hat. Im ersten Jahr waren wir so erschüttert darüber, einen lebenden, atmenden Menschen so leiden und bluten zu sehen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und in Hede wird auch jeden Tag der Rosenkranz gebetet und jeden Tag Anbetung. Und ganz viel der Kreuzweg gebetet. Da kommen Busse hin aus Familien und aus Nachbarschaften, die für einen schwerkranken Menschen beten wollen und tragen dann das Kreuz auf dem Friedhof. Und abends bei der Lichterprozession ist es ja auch immer ein großer Weg. Seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana geoffenbart hat. Ich glaube an die Tatsächlichkeit der Erscheinung, an den Schutz der Mutter Gottes, unter dem die Leute stehen, wenn sie in richtiger Haltung hinkommen. Aber das tut ja nicht jeder Priester. Aber hier am Orte muss ein Priester sein, der davon überzeugt ist und der da weiß, deine Hauptaufgabe ist es hier, dass die Gnaden, die an dieser Stätte gegeben werden, möglichst vielen Menschen zuteil werden. Darum, wenn ich die Leute segne, dann segne ich sie immer auf die Fürbitte der Mutter Gottes, der Königin des Weltalls und der armen Seelen, des heiligen Michael, segne dich, der allmächtige Gott. Denn mir geht es darum, dass die spezielle Gnade, mit der Gott den Menschen von heute zu Hilfe kommen will, und diese Gnade, die hier ausgeteilt werden soll, dass die den Menschen zuteil wird. Und darum 85, mein irdisches Leben ist bald zu Ende, oder und da muss ein anderer kommen, ne? Wie niemand sonst ist Maria dir verbunden. Wer sie ehrt, ehrte dich und dein Wirken. Wer sich hier zuwendet, kommt dir näher. Eine Lichterprozession ist immer bei der sogenannten Nachtanbetung, bei der nächtlichen Anbetung. Die findet an jedem ersten Samstag und Sonntag im Monat statt. Sie beginnt samstags um 20:30 Uhr. Dann sind 6 Priester stehen zur Verfügung, um das Bußsakrament zu spenden. Und das wird auch reichlich wahrgenommen. Es müsste eigentlich so sein, dass das in die Pastoral an den jungen Priestern eingebaut werde, dass die zu einer Gebetsstätte kommen, wo sie das Bußsakrament reichlich spenden können und wo sie erleben, wofür sie da sind. Nun, ich bin nun 85, das ist ja Hauptbeschäftigung, ne? Neben Eucharistiefeier und so und Beten ist ja Spendung des Bußsakramentes Hauptbeschäftigung. Und an so einem Ort, da hat man zu tun, da wird man noch gebraucht, solange man in die Kirche gehen kann und die Leute noch versteht und antworten kann.
Ja, unter den Nägeln brennt mir, dass das immer so weitergeht, ne? Und sich nach Möglichkeit noch ausdehnt. Auf die Fürbitte der Mutter Gottes Maria, der Königin des Weltalls und der armen Seelen und des heiligen Erzengels Michael, schenke der Herr, wenn es dem Willen des Vaters im Himmel entspricht, Gesundheit an Leib und Seele. Das Blut Christi komme euch in reichem Maße zugute, das er aus Liebe für uns Sünder vergossen hat. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. König